List geht über Gewalt. Vor vielen, vielen Jahren hat mal ein Holzfäller gelebt. Der ist immer in den Wald gegangen, zum Bäume fällen. Als er wieder mal im Wald war, hat er zumal ein dumpfes Brüllen gehört, wo so tönt hat, als ob es von einem wilden Tier käme. Voller Angst ist er auf den Baum geklettert und hat sich dort versteckt. Weil das Brüllen angedauert hat, aber nicht näher gekommen ist, hat er die Neugier gepackt, um zu schauen, wo es herkäme. Er ist also wieder vom Baum abgeklettert und hat sich zu der Gegend hergeschlichen, woher das Brüllen erschallt ist. So ist er immer näher gekommen und hat endlich eine Raubtierfalle gesehen, in der er sich ein Tiger gefangen hatte, wo sich vergeblich bemüht hat, wieder frei zu kommen und ein wütiges Brüllen ausgestoßen hat. Wo der Holzfäller bemerkt hat, hat er ihm zugerufen: «Was gaffst mich an? Mach mich lieber frei und ich zeig dir einen Platz, wo viele Reichtümer verborgen sind.» «Ha, denkst du, dass ich dumm bin?» hat der Mann entgegnet. «Bist du frei? Essest du mich auf?» «Wenn du mich befreist, tue ich dir sicher nichts», hat der Tiger versichert und hat so viele schöne, gute Worte gegeben, dass der Holzfäller sich überreden lassen und den Tiger befreit hat. Kaum ist der frei gewesen, hat er sich dehnt und gestreckt. Er hat seinem Befreien eine Weile angeschaut und gesagt: «Seit gestern stecke ich in dieser Falle und habe darum so einen riesen Hunger, dass ich dich fressen will. Was brauchst du, Reichtümer? Einmal musst du sowieso sterben, und wenn ich dich fresse, erspare ich dir die Kosten fürs Begräbnis. Haltest du so dein Wort? Ist da deine Dankbarkeit?» hat der Holzfäller gerufen. «Ah, was?» hat der Tiger geantwortet. «Mit leerem Magen fühlt man keine Dankbarkeit. Zuerst muss ich meinen Hunger gestillt haben.» So haben sich die beiden eine Zeit lang gestritten, wo ein munterer Hass dahergesprungen ist, den Streit gehört und gefragt hat, wieso der Tiger den Mann essen will. Der Tiger hat ihm erzählt, dass der Mann ihn zwar befreit hätte, aber das Gefühl von Hunger stärker sei als das von der Dankbarkeit. «Ganz recht, alter Onkel», hat der Hass gesagt. «Verspeist den Mann mit gutem Appetit, wenn er so dumm war, euch zu befreien. Weil bei euch Grossen kommt immer zuerst der Magen und dann alles andere. Aber, was sehe ich? Aus dem Ding habt ihr euch bei eurer Steche nicht selber befreien können?» hat der Hass ganz eine Stunde weitergesprochen, indem er die Falle betrachtet hat. «Ich glaube, alter Onkel, ihr flunkert.» «Ich flunkere?» hat der Tiger gerufen und ist ärgerlich geworden. Er ist wieder in die Falle gesprungen, um dem Hass zu zeigen, wie er gefangen worden ist. «Siehst, so bin ich, ohne es zu beachten, was es ist, da in die Falle gegangen. Gut, gut. Jetzt möchte ich aber auch gern sehen, wie es der Mensch gemacht hat, um euch zu befreien, werter Onkel», hat der Hass gelacht, ist auf die Falle gejockt, hat flink den Riegel gelöst, sodass sich die Falle geschlossen hat und der Tiger wieder gefangen war. «So», hat der Hass zum Holzfäller gesagt, «wenn es euch beliebt, den alten Sünder dort innen wieder zu befreien, dann soll er euch mit vollem Recht verspeisen. Aber ich will nicht dabei sein.» Während dem Reden hat er ein Männchen gemacht und ist lustig in den Wald hineingejockt. Der Holzfäller, froh sein Leben gerettet zu sehen, hat sich natürlich gehütet, den Tiger ein zweites Mal zu befreien und ist frohen Gemütes zu seiner Arbeitsstätte zurückgeeilt, verfolgt vom wütigen Gebrüll vom überlisteten alten Räuber. So kommt man mit List weiter als mit Gewalt, und wer seinem Magen statt seinem Verstand folgt, der geht meistens zugrunde.